Jetzt erzähle ich euch das Märchen vom April, das der März besuchen. Das Märchen kommt aus dem hohen Norden, fast am Polarkreis oben. Und dort hat es im Normalfall im Winter Haufen Schnee. Und der tut dann im Frühling wird er weniger und im Sommer wird es noch weniger. Aber er bleibt dort ein bisschen länger als bei uns. Auch früher, dann, wo das Märchen entstanden ist. Und das geht so. Einisch hat er, also man muss noch so sagen, die 12 Monate sind 12 Mann, also die haben den Namen vom Monat. Also der Januar ist der Herr Januar und der Februar ist der Herr Februar und der März ist eben der Herr März. Aber sie sagen nur, man sagt ja auch nicht Herr Peter, man sagt auch nur Peter oder Hans, sie sagen nur April oder März. Und jetzt war das so. Der März hat der April eingeladen und hat gesagt, «Los, ich hätte Freude, wenn du mich besuchen würdest. Kommst du mir einen Besuch machen?» Und der April hat gestrahlt und gesagt, «Ja, gern, das mache ich.» Aber der März war ein kleines Schlitzohr. Der hat alles gesehen und als der Frühling kam, oder also wo der April dran war, hat er gedacht, so, dieses Jahr gehe ich jetzt den März besuchen. Der ist eben noch ein bisschen mehr im Norden oben gewohnt. Und es war Eis und Schnee, eine wunderbare Winterlandschaft. Und er hat den Schlitten genommen und ist gefahren und das hat so geknirscht und es war wunderbar. Und plötzlich ist zuerst die Sonne gekommen, dann hat es geluftet, dann hat es angefangen zu regnen und der Schnee ist verlaufen und darunter ist so matschiger Boden vorgekommen und pups, ist der Schlitten bleiben stehen. Der ist gerade kleben auf dem Boden. Und der April ist ein bisschen hässig geworden und hat gesagt, schöner Mist, jetzt muss ich wieder heim, da komme ich nicht durch. Hat den Schlitten gekehrt und musste ihn ziehen und ist wieder heim. Und dann dachte ja, noch gehe ich halt das nächste Jahr, weil jeden Monat kommt eben nur einmal im Jahr. Und wenn ein Monat etwas nicht machen kann, was er will, dann muss er ein ganzes Jahr warten. Und jetzt war wieder der März dran und nachher der April. Und der April hat sich wieder gefreut und dachte, oh, der März hat mich eingeladen, jetzt gehe ich den besuchen. Aber dieses Mal hat es nicht Schnee, jetzt nehme ich meinen Wagen. Und er ist mit seinem Wagen gefahren. Und als er auf dem halben Weg war, hat es angefangen zu regnen und stürmen und es hat eine Überschwemmung gegeben. Und er gesagt, schon noch blöd, jetzt müsste ich ein Boot haben. Und dann ist er wieder, hat er den Wagen gekehrt und hat dann wieder müssen bis heimziehen und hat einen richtigen Krampf gehabt. Es war einfach hässig auf dem März und hat gedacht, schon ein Glaube ich den alle Jahre besuchen und dann ist er nicht da. Und als er so gegen Heim gekommen ist ihm der Mai begegnet. Und dann hat der Mai gesagt, so, bist du ein bisschen hässig, was ist los? Und dann hat er gesagt, ja, der blöde März, der hat mich eingeladen als Gast und ich habe mich so gefreut, Und jetzt bin ich das letzte Jahr schon gegangen und dann hat es Schnee gehabt, ich habe den Schlitten genommen, in der Mitte des Weges hat es angefangen Sonnenscheinen, angefangen regnen, angefangen stürmen, Schnee ist weg und ich bleibe stecken. Dann musste ich wieder heim mit dem Schlitten. Und dieses Jahr habe ich gedacht, das passiert mir nicht mehr, weil es war trockener Boden war. Ich habe einen Wagen genommen, bin gefahren und bin in der Mitte, hat es angefangen zu regnen und eine Überschwemmung gegeben. Habe ich wieder heim müssen. Hat der Mai gelacht und hat gesagt, typisch März, das tut dir Streich spielen. Streichen sind, wenn man den Leuten etwas macht, wo man sie verwutschen und reinlegen will. Und dann hat der April gesagt, ja, aber was kann ich denn machen? Ich wäre eben gerne einmal schauen, wo der wohnt. Ich hätte den gerne besucht. Hat der Mai gesagt, los, das ist das Einfachste. Entweder schneit es ist gefroren, es stürmt, die Sonne scheint oder es regnet wie wild. Also du musst einfach das so machen. Du nimmst den Schlitten mit, du nimmst den Wagen mit und du nimmst ein Boot mit. Und je nach dem Boden, du hast halt dann, das alles umladen auf einen Schlitten oder alles auf einen Wagen oder alles ins Boot. Und vielleicht musst du alles wieder umsteigen. Das musst du ausprobieren.
danke dir, das hast du jetzt gut gemacht. Und dann hat er das ausprobiert. Und dann hat er zuerst den Schlitten brauchen. Nachher hat er den Wagen gebraucht. Und dann hat es wie einen See gegeben vor Überschwemmung. Und dann hat er den Schlitten und den Wagen ins Boot da, ist ins Boot und konnte durchs Wasser fahren. Und so ist er zum März gekommen. Und der März hat gesagt, so, wo kommst du her? Ich habe nie gedacht, dass du kommst. Ich habe gemeint, das kannst du nicht. Dann hat der April gesagt, hey doch, jetzt habe ich alles gebraucht. Ich habe den Schlitten gebraucht, ich habe den Wagen gebraucht, ich habe das Boot gebraucht und da bin ich. Dann hat der März gesagt, auf diese Idee bist du selber nicht gekommen. Wer hat dir das gesagt? Dann hat er gesagt, ja weisst, ich habe den Mai getroffen und der hat mir das gesagt. Dann hat er gesagt, so, das ist doch ein fertiger Blödsinn, das strafe ich jetzt, ich sage dir eins. Also am Mai schicke ich jedes Jahr Nachtfröste. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist heute noch so. Wenn die Krise anfangen Knospen machen oder die Aprikosen anfangen Knospen machen, dann schickt der Donnersmärz Nachtfröste. Und manchmal verfrüht das und manchmal auch nicht. Aber mit dem muss man leben. Und seitdem hat der April das nie mehr vergessen. Die Geschichte, wie er den März besuchen und wie er hier alle Jahre wieder umkehren musste und wie ihm nachher der Mai aus der Patsche geholfen hat. Das ist Geschichte aus dem hohen Norden.